Es gibt gewisse Dinge, die man in der Schweiz nicht machen sollte. Ich bin Schweizer und ich bewerte diese Dinge heute in diesem Sinne. Hallo YouTube, ich bin im Stream. Wir gucken ein Video an. Das heißt 18 Dinge, die du nie in der Schweiz tun solltest. Ich bin sehr gespannt, was da rumkommt, was gesagt wird. Ich würde sagen, wir gehen rein. Abfahrt. Hast du dich jemals gefragt, warum du in der Schweiz nur schromme Blicke erntest, wenn du friedlich deine Gurke Hast du dich jemals gefragt, warum du in der Schweiz nur schromme Blicke erntest? isst und dir nichts Böses dabei denkst? Bin sehr gespannt, was warum kommt. der eine Nachbar so erstaunlich schnell auf deiner Türmatte steht, wenn es nach 22 Uhr nochmal etwas laut So, und hier haben wir das Problem. Ich habe von meiner Verwaltung einen Brief bekommen, wo drin steht, Herr Vogt, Sie dürfen nach 22 Uhr nicht mehr streamen und keine Videos mehr produzieren. Habe ich bekommen, weil hinter dieser Wand das Schlafzimmer von meinen Nachbarn ist und die Wohnungen sind richtig shit abgedämmt. So eine Scheiße. lauter bei dir wurde? Dann hör mal zu, denn in diesem Video möchte ich die Fettnäpfchen verschiedener Länder vorstellen, um dich vor unangenehmen Situationen zu bewahren. Beim Besuch der Schweiz, dem Lande, wo die Uhren präziser ticken als der Herzschlag eines verliebten Teenagers und die Berge fast schon so hoch sind wie der Schokoladenkonsum, gibt es so einige Fauxpas, die du während deiner Reise ins südliche Nachbarland So spät streamst du ja nicht wieder, oder? Ich habe gestern Pete's Me Turnier gespielt und ich musste bis 11 Uhr abends streamen. Ich habe nur noch geflüstert ab 10 Uhr. Sonst werde ich hier rausgeschmissen. beachten solltest. An erster Stelle haben wir die Tatsache, dass du dich niemals über unser Schweizerdeutsch lustig machen solltest. Und endlich sagt's mal jemand. Chat, fickt euch. Es ist schön, wenn man einen Dialekt hat. Ich sag, ich habe ein gutes Hochdeutsch. Ich habe das gelernt. Ich habe es praktiziert. Ich bin eloquent. Und wer sich über Schweizerdeutsch lustig macht, der ist ein Hund. Ja, es klingt herzig und birgt auch überraschend viele kreative Ausdrücke, doch ist zu verniedlichen. Nee. Ich sag, man kann sich lustig machen über Schweizerdeutsch, aber das Problem ist die Art, wie sich die Deutschen über Schweizerdeutsch lustig machen, die ist dumm. Die sagen dann immer so, gehen wir Wanderli? Wo es so gar kein I drin hat. Und das macht keinen Sinn. Das ist dann eher unangenehm für euch. Ich sehe schon, das wird so ein richtig toxisches Video zwischen den Deutschen und den Schweizern. Oder sich gar darüber lustig zu machen, wird nur ungerne gesehen. Vielmehr wird es geschätzt, wenn man versucht, einige lokale Begriffe in seinen Sprachgebrauch zu integrieren. Klar, es wird nicht erwartet, dass du als Auswanderer aus Deutschland in nur kurzer Zeit Schweizerdeutsch erlernst, aber sei auch bitte nicht die Person, die nach Jahrzehnten in der Schweiz immer noch statt Trottoir Bürgersteig, Eis statt Glace, Kicker statt Trottinett, Fahrrad statt Velo, Dachboden statt Estrich oder Torwart statt Goalie sagt. So. Passend dazu darf die Und Elfmeter statt Penalty. schöne Eigenschaft der 4 Landessprachen der Und Handy statt Nattel. Schweiz nicht vergessen werden. Mit einem freundlichen Grüezi wirst du in Genf oder Lugano nur schräg angeschaut. Zweites, 4 Landessprachen nicht zu beachten. Okay, jetzt haben wir hier einen Punkt, den spricht mich dann tatsächlich auch an. Denn immer wenn ich in Frankreich, also im französischen Teil bin oder im italienischen Teil oder im rätoromanischen Teil, rede ich einfach Englisch. Weil ich kann Französisch so schlecht, Italienisch gar nicht. Da bin ich raus. Oder ich sage auch gut und gerne mal einfach ein Hallo. Auch wenn du es nur gut meinst. In der Schweiz ist es üblich, beim Besuch nicht mit leeren Händen einzutreffen. Ein kleines Mitbringsel. Okay, ein Geschenk mitbringen. Ja, nee, ist Quatsch, ist Quatsch. Das ist übertrieben, das ist so ein Elternding. Aber ich sag sogar auch, wenn man erwachsen ist, muss man nichts mitbringen. Das ist Quatsch. Wird gerne geschätzt, sofern es keine belgische Schokolade oder französischer Käse ist. Das ist natürlich nicht Bro, dieses Video ist 7 von 10 Ragebait, sage ich. Dieses Video ist Ragebait, ich merk's schon. gemeint, doch mitbringen sollte man trotzdem etwas. In der Schweiz sollte man niemals sein Brot im Fondue verlieren. Wortwörtlich solltest du das Brot also nicht in diesem... Ja, wichtig, stimmt. Also, Chat, folgendermaßen. In der Schweiz gibt's Raclette und es gibt Fondue. Fondue ist dieser große Topf mit viel Käse drin. Und wenn du da dein Brot verlierst, dann bist du bei uns gefickt. Du bist am Arsch. Du musst entweder einmal nackt ums Haus, du musst eine Runde Schnaps bezahlen oder irgendeine andere Scheiße machen. Das geht nicht. Und da bin ich immer sauer. No joke. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen dumm, aber ich schwöre euch, wenn du mit der Familie Fondue isst, man will sein Brot nicht verlieren. So klar, es passiert nichts, aber gerade in der größeren Runde, du bist der Hund, wenn du dein Brot verlierst. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es ist so ein bisschen unangenehm. Es ist Real Talk unangenehm. Das stimmt tatsächlich. Fettnäpfchen versenken, denn je nach Familientradition... Ja, hier so, wenn es hier dann so schwimmt, dann musst du das auch rausholen und es ist scheiße. Das geht nicht. Da muss man wirklich drauf gucken. lauern böse Herausforderungen auf die Person, die ihr Brot im Fondue verliert. Das reicht vom unterm Tisch krabbeln bis hin zum Küssen eines Anwesenden und dabei kann der Kreativität bei diesen Na, okay, beim Küssen bin ich dabei.
Herausforderungen gerne freien Lauf gewährt werden. In der Schweiz solltest du niemals Gurken in ihrer reinen Form essen, denn es ist fast schon ein ungeschriebenes es geht um Aromat, bestes Gewürz, Aromat-Chat. Gesetz, Gurken stets mit dem traditionellen Schweizer. Ist dir das mal passiert? Safe ist mir schon mal Brot im Fondue rausgefallen, safe. Aber ich schwöre, war nicht absichtlich, das Brot ist in der Mitte zerbrochen, da konnte ich nichts machen. Aromat zu genießen. Es eignet sich auch zum Verfeinern von anderen Lebensmitteln wie Eiern oder Beilagen. Ja. Bei Nudeln fantastisch. Wenn du Nudeln magst, bisschen Käse drauf, noch bisschen Aromat für diesen Kick, fantastisch. Und anscheinend genießen echte Schweizer sogar ihr Steak. Warte, hier steht jetzt im Chat, kann man dich klären, Adi Totoro? Okay, interessante Frage. Mit dem aromatischen Schweizer Würzmittel. Ist bei einem Besuch in der Schweiz... Nee, das ist nicht nur Salz, Chat. Es ist sehr salzig, aber es hat noch ganz viele Gewürze drin. Man kann das nicht erklären. Ihr müsst mal, wenn ihr in der Schweiz seid, müsst ihr Aromat probieren. Zu probieren schadet sicherlich nicht, sofern es dich wundernimmt, wie es schmeckt. Die Schweiz hat einen so zuverlässigen öffentlichen Verkehr, dass wenn du zu spät kommst, es wahrscheinlicher ist, dass deine Uhr falsch läuft, als dass der Zug wirklich zu spät ankam. Check. Und zum Teil ist diese Pünktlichkeit auch dem effizienten Ein- und Aussteigen am Perron geschuldet. Bist du also in der Schweiz, dann steige niemals direkt in den Zug ein, sondern lass die Leute zuerst alle aussteigen und ja, auch diese... Ja, das ist ein Klassiker. Leute, die zuerst einsteigen, bei denen ist was im Leben falsch, die sind dann, wenn du dann von innen dich rauspresst, sind dann die sich so reindrücken, auch immer mad. Und dann denkt man sich so, hey Digga, lass mich doch raus, fick dich. Dann sind die immer dann mad, das geht nicht. Und genau gleich Rolltreppe, rechts stehen, links gehen. Klassiker. Eine letzte Person, die ganz am Schluss noch aus dem Zug heraushechtet und erst dann steigen alle Leute in den wartenden Zug ein. Und wenn du am Bahnhof dich... Ja, ist überall so, zur Rolltreppe das hat absolut nichts mit der Schweiz zu tun, Chat. Gibst, dann solltest du dich nicht auf die linke Seite der Rolltreppe hinstellen, denn Einwohner befolgen die Regel links gehen, rechts stehen. Die Schweiz... Okay, den check ich, aber das funktioniert in der Schweiz wirklich besser als in Deutschland. Da ist in der Schweiz schon besser, dass man wirklich rechts steht und links geht. Da ist in Deutschland auch mal Krise. Walla. Schweizer sind auch bekannt für ihre Höflichkeit, zumindest Bitte und Danke oder Merci hört man gerne und auch nicht allzu selten, mache also gerne Gebrauch von diesen Wörtern. Beim Bäcker gilt es also nicht zu sagen, ich krieg ein Brot, denn die Verkäuferin wird dies nur erwidern mit der Klassiker. Krieg ist vorbei und es heißt Klassiker, ich krieg ein Brot, bitte. Gipfeli. Es ist auch üblich, wenn man nicht gerade in der Innenstadt unterwegs ist, vorbeilaufende Menschen mit einem Grüezi freundlich zu grüßen oder beim Ja, das ist geil, Das merke ich auch oft, wenn ich so hier joggen gehe oder so ein bisschen wandern, also wandern, wenn ich spazieren gehe, meine AirPods drin habe und eigentlich nur aufs Handy gucke. Ich sage da oft Grüezi, so, hallo, Grüezi, sage ich immer. Das ist echt geil bei uns. Queren des Zebrastreifens seine Hand als Dank des wartenden Autos anzuheben. Ja, muss man machen, aber man muss dabei auch so das Auto nicht angucken. Nonchalant. Es ist tough in der Schweiz, wenn du über die Straße gehst. Ich bin erfahren beim über die Straße laufen, Chat. Ich habe das schon öfters gemacht. Ebenso sind die Schweizer dafür bekannt, zumindest zu Beginn etwas zurückhaltender und distanzierter zu sein. Deinem Nicht so tough. Es ist gar nicht tough. Sitznachbarn im Zug direkt deine ganze Lebensgeschichte zu erzählen, wird vermutlich nicht auf dieselbe Resonanz stoßen, wie in mehr Gesprächen. Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, Chat. Die Schweizer sind auf jeden Fall zurückhaltend. Und jetzt muss man sich fragen, ich würde auch sagen, Deutsche, Österreicher, so Mitteleuropa ist allgemein zurückhaltend so, ne? Und da frage ich mich jetzt, geht man mit dem mit und ist auch zurückhaltend? Oder ist man der South American Logo und ist ein bisschen offener und direkter. Mit so diesem südamerikanischen Flair geht man rein. Ist es geil oder ist es bei uns Shit, wenn man das aufbricht? Man kann auch sagen, ey, das ist fein so, wir sind so, wir bleiben einfach. Oder nimmt man diese südamerikanische Logo, wieso rede ich so? Und geht rein. Mich fuckt das immer ab, wenn jemand mich voll babbeln will. Ja, okay, mich fuckt's auch ab. Okay, ihr habt recht, mich fuckt's auch ab. Aufbrechen. Es ist so ein 50-50. Man hat in sich drin, hat man so diesen Krieger, der so sagt, okay, wir gehen heute offensiv raus, aber andererseits bin ich dann auch schon so, nee, ich will das so ein bisschen sein, aber ich kann es nicht. Checkt ihr das? Das ist so das Ding. Und geselligeren Kulturen. Dafür bleibt es aber länger spannend, denn du wirst Schritt für Schritt mehr über dein Gegenüber erfahren. So, wir Schweizer sind nicht zurückhaltend, wir sind einfach spannend. Ist das scheiße. Desto enger die Beziehung wird. Einer der größten Fettnäpfchen ist es, in der Schweiz eifrig Lärm zu produzieren. Schweizer sind sehr... Stream hat nichts mit Lärm zu tun. Ich unterhalte hier nur meinen Chat und rede mit der Kamera. Mit Lärm hat das hier nichts zu tun, Chat. Nee, also wenn ich jetzt Dart stream bis 11 Uhr abends und die Dartscheibe an der Wand ist und das
durch alle Wände im Haus durchgeht bis in die unterste Wohnung. Das hat nichts mit Lärm zu tun. Empfindlich und es gibt viele auch zum Teil kuriose Lärmschutzgesetze, die dies unterstreichen. Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr gilt es generell Ruhe zu bewahren und an Sonntagen solltest du deinen brummenden Rasenmäher im Gartenhäuschen stehen. Mein Nachbar über mir. Ich liege im Bett, 12 Uhr abends, chillig eine Runde Clash Royale gespielt, paar YouTube-Videos reingezogen. Ich lege mich hin, denke mir so, okay, ich muss jetzt wirklich pennen. Und dann höre ich's, den Bass. Wum, 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 wum. Waschmaschine und Trockner an. Beides. Aber ich darf mich nicht abfucken, weil ich das Gleiche mache. Ich darf mich nicht abfucken. Ich liege im Bett, denke mir so, okay, fair, 1:1. 1:1, passt. Lassen. Schließlich hat auch er einen Ruhetag verdient. Aber kein... Ich finde Rasenmähen am Sonntag, diese Regel finde ich shit. Ich sage, man kann auch am Sonntag den Rasenmähen. Ich finde Rasenmähen hat so ein, checkt ihr den Chat, hat so ein Klang von Wochenende. Checkt ihr das oder bin ich einfach nur komplett dumm? Aber ich finde, Rasenmähen hat so einen Klang von Samstag, Wochenende und dann ist das auch nicht schlimm, wenn man es am Sonntag hat. Keine Sorge, wenn du mit gesundem Menschenverstand operierst, dann hast du nichts zu befürchten. Der unfreiwillige heilige Wegdienst, also das Kirchenglocken, muss sich übrigens nicht in allen Gemeinden an die Kultur der Ruhe halten, ganz zum Ärgernis an alle, die neben einer Kirche wohnen. Schweizer nehmen das korrekte Entsorgen von Abfällen sehr ernst. Egal ob Papier, Glas, PET. Ja, da ist bei meinen Eltern krass. Ich muss aber ehrlich die Schere hochhalten. Seit ich selber wohne, kracht's komplett. Ich probiere es so gut wie möglich zu machen, aber ich bin da ehrlich, kann auch mal sein, dass mal was im Abfall landet und dann weg. Ich trenne Karton, ich trenne eigentlich PET-Flaschen und Dosen, Rest in Müll. So Batterien und so, da bin ich leider, habe ich zu wenig auch. Aber kann auch mal sein, dass sich alles durchmischt. Da bin ich der Wert. Ist eigentlich schon geiler. Man muss ja so ein System haben und ich bin dazu vercrackt leider. Metall- oder Restmüll. Das korrekte Entsorgen von Abfällen ist integraler Bestandteil der Routinen vieler Haushalte. Ich habe zugegebenerweise... Adi, das geht nicht. Ihr könnt nicht sagen, Chat, wenn ihr in die erste eigene Wohnung zieht, dass ihr direkt alles, Kompost, Dosen, dann die Ultra-Tryhards haben ja noch Plastik. Dann nimmst du den Plastik von den Verpackungen weg, Karton, Dosen, Glas und dann gibt es noch so ein eigenes Abteil für so alte Shampoos und so, ne, wo so Sachen drin waren. Checkt ihr? Gibt's auch noch. Erst seit kurzem damit begonnen, aber ja, es ist schon wichtig. Ich habe eigene Müllverbrennung im Zimmer. So ist es nicht unüblich, alle 2 oder 4 Wochen je nach Gemeinde solche... Ich muss aber auch sagen, meine Eltern waren da sehr, sehr krass. Ich finde das gut, aber die haben wirklich, ich würde sagen, meine Eltern haben so 10 verschiedene Abfälle. Erschreckend schön und sauber eingebundenen Papierklötzchen am Straßenrand auf. Ja, Karton und Altpapier, check. Zu finden. Die werden nämlich eingesammelt von der Gemeinde, um das Papier zu recyceln. Ein sehr großes und vor allem teures Fettnäpfchen ist das zu schnelle Fahren auf Schweizer Straßen. Ich habe meinen Führerausweis gemacht, meinen Führerausweis, ups. Und ich bin über den Pass gefahren, den Julia-Pass Richtung St. Moritz, weil wir dort Skifahren wollten. Und ich dachte, es ist eine 80er-Zone, es war eine 50er-Zone. Und da musste ich dann doch meinen Ausweis abgeben für einen Monat. Und meine Probezeit wurde um 2 Jahre verlängert. Deshalb kann ich das wirklich nicht empfehlen. Ich fahre wirklich gut. No joke. Aber dort hat es wirklich komplett gekracht. Komplett. Einwohner sind äußerst sensibilisiert auf das Tempolimit und dies aus gutem Grund, denn eine Geschwindigkeitsüberschreitung wird sehr schnell sehr teuer. In der Schweiz solltest du es also lieber nicht wagen, deinen Wagen an seine Geschwindigkeitsgrenzen zu bringen. Du kannst dafür sogar im Gefängnis landen. Ja, dafür bringe ich jetzt anderen Blitzer. Ich habe die Story erzählt gestern im Stream, aber ich erzähle sie nochmal. Hatte ich einen Dreh, dann vom Dreh musste ich zum Minecraft-Turnier fahren. Ich bin gefahren, 120, auf der linken Spur mit 124, weil das ist legal. Immer mit 124 ist so Safety-Tempo, damit man nicht geblitzt wird, ne, so das Limit. Bin ich gefahren, hinten dran hat einer gedrückt, der hat gedrückt von hinten, er kam. Ich wusste aber, dass in so einem Kilometer ein fixer Blitzer kommt. Bin noch links geblieben, ich weiß, es ist asozial, aber ich habe mich auch sehr gefreut. Bin 50 Meter vom Blitzer, rechts rübergezogen, aber schön mit den 124, also ich muss auch noch ein paar Autos überholen, es waren schon viele Autos da. Bin rechts rübergezogen, so dass er mehr Speed aufbauen musste. Er gibt Gas, 130, zack, in den Blitzer reingefahren. Und ich sage, am Ende des Tages ist es was Gutes für den Staat. Ich habe für den Staat ein bisschen Geld reingeholt, damit können sie neue Straßen bauen. Das ist eine gute Sache. Da habe ich mich sehr gefreut gestern. Das habe ich gestern gemacht, Chat. Und bei der großen Menge an Radars in der Schweiz würde ich auch nicht darauf spekulieren, dass deine Sünden unentdeckt bleiben. Lass also deinen Bleifuß lieber auf deutschem Boden, falls du auf einer Autobahn nicht langsamer als 160 fahren kannst.
Ein weiterer Punkt, mit welchem du wohl bei den meisten Schweizern bös anstoßen wirst, ist es, wenn du erwähnst, dass eine indirekte Demokratie doch so viel effizienter wäre. Und das mag ja sein, aber das Ziel einer Demokratie ist ja nicht die hohe Effizienz. Boah, okay. Wollen wir jetzt in diesen Talk reingehen? Indirekte Demokratie ist auch eine Demokratie, ist aber grundsätzlich in den Abläufen effizienter, weil eine direkte Demokratie, wie in der Schweiz, muss über alles abgestimmt werden und es gibt 1000 Wege und vieles kann nicht so schnell entschieden werden. Ich habe in der Schule aufgepasst bei Geschichte und Politik. Ja, wir gucken weiter. Sondern dass ich halte mein Maul, einzelnen Menschen so gut wie möglich in den politischen Entscheidungsprozess mit einfließt. Oder mit Aussagen wie, dass es der Schweiz doch viel besser gehen würde. Boah, was ist das für eine Drohne? Wie zoomt die rum? Wenn sie Teil der EU wäre, wirst du bei den meisten Schweizern vermutlich nicht groß punkten. Denn über 3/4 der Bevölkerung hat sich in einer Volksabstimmung im Jahre 2001 gegen einen EU-Beitritt ausgesprochen. Ich habe ziemlich viele solche Kommentare. Ja, ich finde Volksabstimmungen auch toll, aber ich würde nicht sagen, dass es effizienter ist. Es ist demokratisch vielleicht besser, aber nicht effizienter. Bereits von Touristen gehört, zum Teil brachten sie mich wirklich zum Staunen. Etwas Verständnis für das bürgernähere Schweizer System an den Tag zu legen. Digga, Chat, aber Schweizer sind schon auch irgendwie ein eigenes Volk, ne? Schon nur, dass es so Videos gibt, wo aufgezählt wird, jo, das darfst du auf keinen Fall machen und dann kommen so simple Sachen. Schweizer sind schon auch sehr verliebt in ihr eigenes Land. Ich bin ein stolzer Schweizer, aber ich finde auch Deutschland schön. Ich mag Deutschland, ich mag Hamburg, ich mag Köln, ich mag München ist schön, Berlin ist cool. Ich bin da offen. Aber Schweizer sind schon sehr so, yo, ich komme aus der Schweiz, guck mal. Ich merke das auch manchmal bei mir. Aber ich glaube, das ist so das Syndrom, weil wir ein kleines Land sind und als kleines Land willst du so ein bisschen, du willst den Großen so zeigen, ey, guck mal, wie cool wir sind. Ich glaube, das ist so das Ding. Schadet es bei einem Besuch dieses Und Österreich, Fragezeichen? Ja, Österreich ist Quatsch, also Österreich ist Shit. Landes sicher nicht. Ein weiteres Fettnäpfchen kann das zu häufige Beklagen über die hohen Schweizer Preise sein. Ja, das Leben ist teuer, aber man verdient auch deutlich mehr und dank tieferer Abgabenlast bleibt am Ende des Tages mehr unterm Strich übrig. Und falls du nur als Tourist die Schweiz besuchen möchtest, dann stelle ein Kommt, glaube ich, drauf an, wie viel man verdient. Großes Budget auf, damit du die Schönheit des Landes in vollen Zügen und pünktlichen Zügen genießen kannst. Das zweitletzte Fettnäpfchen ist es, die Schweiz zu verlassen, ohne in den Genuss von Schweizer Milchschokolade, dem cremig warmen Fondue, keine bekannten Speisen probieren. Das ist ein Fehler. Einem brutzelnden Raclette, einer edelsüßen Bündner Nusstorte oder okay, ich sag, du musst in der Schweiz Fondue probieren, du musst Raclette probieren, Bündner Nusstorte, ja, 50% der Leute hassen das. Käse kennen, glaube ich, die meisten, Schokolade kennen auch die meisten. Diese zwei Sachen, die musst du probieren, ja. Wenn du da bist, musst du probieren. Fondue so eklig, Brot, du bist mein Mod, ich nehme dir deinen Mod-Status weg. Hartkäse gekommen zu sein. Denn diese ikonischen Speisen sind einfach zu unwiderstehlich, um nicht von ihnen verführt zu werden. Und falls du die gewonnenen Kalorien nicht bei einer sportlichen Bergwanderung wieder von dir gibst, dann musst du damit rechnen, deinen Gürtel nach dem Besuch der Schweiz etwas lockerer zu tragen. Ein weiteres interessantes Fettnäpfchen betrifft das alkoholische Getränk Absinth, das du bis 2005 nicht in der Schweiz konsumieren durftest. Der Absinth hat seine Wurzeln im Val des Travers im Kanton Neuenburg, einer Region in der Westschweiz. Ursprünglich wurde er im 18. Jahrhundert als Arzneimittel entwickelt. Doch sagt man Absinth oder sagt man Absinthe? Schnell erfuhr er, besonders in Frankreich und in der Schweiz, große Beliebtheit. Er wurde oft als Ersatz für Wein konsumiert, da Wein phasenweise knapp und teuer wurde. Doch 1910 wurde Absinth in der Schweiz verboten, hauptsächlich aufgrund gesundheitlichen Bedenken und einer starken Anti-Absinth-Bewegung. Es wurde angenommen, dass Absinth aufgrund eines Inhaltsstoffes namens Touillon Halluzinationen ich habe noch nie Absinthe getrunken, habe ich noch nie. hervorruft und zu Wahnsinn führt. Einige dieser Vorstellungen wurden durch Medienberichte und Skandale verstärkt, wie der Fall eines Schweizer Bauern, der 1905 seine Familie ermordete und dessen Tat auf seinen Absinthkonsum zurückgeführt wurde. Das Verbot in Ja, Bro, er war halt einfach Alkoholiker. So, das ist es. Aber so klar, dass es ein Bauer ist. der Schweiz dauerte fast ein Jahrhundert an und erst 2005 wurde es offiziell aufgehoben und die Produktion und Verkauf von Absinth wurde wieder legalisiert. Inzwischen haben Untersuchungen gezeigt, dass Absinth, wenn er ordnungsgemäß hergestellt wird, keine gefährlichen Nebenwirkungen hat, die über den normalen Alkoholkonsum hinausgehen. Heute wird ja, es ist halt so, ne, am Ende des Tages ist es einfach harter Alkohol. Das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Absinth in der Schweiz wieder nach traditionellen Methoden hergestellt und das Land hat sich erneut als Zentrum für hochwertigen Absinth etabliert. Timbo, danke für den Prime-Sub. Danke, Mann. Ist streng reguliert, danke. Insbesondere in den Bezug auf den Touillon-Gehalt.
Zumindest bis 2005 hättest du die Finger also doch lieber von der grünen Versuchung gelassen. Habe ich ein Fettnäpfchen vergessen, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zusehen. Ja, fand ich ein cooles Video. Grüße an alle Schweizer. Schreibt mal in die Kommentare rein, von wo ihr seid. Deutschland, Österreich, Schweiz, Norditalien, Ostluxemburg oder so. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!